So, McBacon zu Hause machen, ich könnte schon jetzt kotzen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Der eine oder andere von euch wird es eventuell schon erahnen. Wir machen heute ein Kochvideo. Ja. Aber vorab muss ich sagen, ich bin im Kochen aber so talentiert wie der Maelo mit Fremdsprachen. Hey. My community is very strong. Wir machen Hamburger. Das ist zwar nicht aufwendig. Hey Digga, wirklich, wenn du das Gefühl hast, ich rede wirklich so Englisch, Chat. Ich rede viel besser Englisch normalerweise. I'm fluently in English. Das ist ein Rezept, aber das einzige, das ich kochen kann. Oh. Dann würde ich Husten? sagen, fangen wir auch wieder an mit Hamburger, das Kochen, Backen. Er war währenddessen auch bei Instagram live gewesen, währenddem er das gemacht hat. Und ich sage schon mal so, ich habe ihn ein bisschen prankt. Am Fleisch wird es auf jeden Fall nicht mangeln. Und dann habe ich noch Burgerbrot absolut nicht gekauft, aber mit diesen Dingen hier soll es auch gehen, auch wenn sie eventuell nicht ganz so tasty sind wie Burgerbrot. Oh. Alter, nee. Das sieht so hässlich aus. Einfach so ein Hackfleischklumpen. Hamburger-Rezept. Noch ein bisschen Salz. Oh mein Gott. Ja, nee. Oh, weh. Also ich muss das Fleisch jetzt in meine Patty-Form bringen. Soll ich die jetzt einfach flach drücken? Ja, Holzbrett, da tut wahrscheinlich sein Vater am Abend tut er dort entspannt sein Brot drauf schneiden. Und am Mittag ist sein Sohn dort irgendwie das rohe Hackfleisch am drauf drücken. Free Vater. Der geht doch dreimal auseinander. Egal. Bevor es aber jetzt als Braten geht, würde ich sagen, machen wir noch die anderen Zutaten parat. Zum Beispiel Burger Patties. Ah, was für Patties? Burgerbrot. So. Burger Patties. Sag nicht, du machst das nicht so. Ja, doch, ich mache es in dem Sinn so. Ja, ich mache es schon so, aber ich brauche nicht das gleiche. Ich brauche nicht das gleiche Schnittbrett so für das Fleisch wie für alles andere Zeugs. Zack. Ich habe noch Bratspeck gekauft. Oh ey, ich werde so fett ab diesem Burger. Ich sehe jetzt schon kommen. Von der Weg sieht es richtig wack aus, mein Patty. Aber von der Weg sieht es so saftig, knaftig aus, meine lieben Damen und Herren. Wieso sollte dann Fett kommen wegen einem fucking Burger, Digga? Wir fangen jetzt an mit Tomaten schneiden. Ich habe keine Ahnung, wie man Tomaten schneidet. Oh nein, ich glaube, wir machen das so falsch. Meine Schwester mag mich jedes Mal, wenn wir zusammen kochen, weil ich angeblich absolut gar nichts kann, was Kochen angeht. Oh nein, das kann doch nicht so sein. Ich kann doch nicht solche Pizza in meine Burger rein tun. Nein, das ist doch nicht. Da rein. Lächerlich. So, da hat die Tomate auf jeden Fall jetzt auch geschnitten. Auch wenn die erste Tomate komplett scheiße gekommen ist, fühle ich mich wie ein Mörder, wenn ich mit so einem Messer hantiere. Ist da noch irgendeine Gurke drin? Nein. Lass mir Gurkenwasser einfach die Schützste, ja. Ja! Ach, scheiß drauf, Digga. So, wir machen weiter. Das sieht wirklich, also wirklich keine Ahnung von Kochen. Stell dir mal vor, der hat wirklich keine Ahnung. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht überall. Oh, weh, das ist jetzt alles voll Gurkenwasser. Wir lassen uns nicht aufhalten vom Gurkenwasser. Ei, wie er das Zeug schneidet, macht mir Angst. Ich habe das vorher mitbekommen, jetzt Gurkenwasser-Unglück. Es kommt so scheiße. Und die Zwiebeln hier, die sehen aus wie die Haut von einer alten Frau. Und trotzdem muss ich die jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, wie man Zwiebeln richtig schneidet. Macht man das so? Ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt... Zwiebeln ist etwa so gross wie sein Daumen. Dann kann es ja gerade lassen. Ich muss am Rennen. Das ist es nicht, weil Maelo seine Videos so scheiße sind, sondern weil es einfach daran liegt, dass Zwiebeln einfach behindert sind. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Oh, sind das jetzt Zwiebelringe? Sind das jetzt die besagten Zwiebelringe vom Rezept? Man weiß es nicht. Ist es Schinti? Ich weiß es nicht, ob es Schinti ist oder Zwiebeln. Ich weiß es nicht. Ist es Schinti oder nicht? Alter. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt alle Zutaten für die Burger rein. Wir fangen jetzt an mit Bräteln. Ja. So, meine lieben YouTube-Freunde, unsere beiden Patties, die wir gemacht haben, die Zwiebeln und das Brot kommen jetzt auf jeden Fall in die Bratpfanne. So, der Pfannenwender ist am Start, Freunde. Es geht los.
Rein mit diesen Zwiebelringen, rein mit dem Zeug. Muss ich Hier! Und hier ist das Ding gewesen. Er war auf Instagram live gewesen, genau in dem Moment. Im Stream hat er so gefragt, yo, muss man eigentlich noch Öl oder so drin tun? Ein Zwiebelring auch so drin da? Oh nein! Und dann habe ich ihm geschrieben, nein, Wasser lang da. Zwiebeln mit Öl oder geht Zwiebeln auch so? Ich weiss absolut nicht, ob ich noch jetzt Öl drin tue oder ob Zwiebeln auch so Soße anfangen bräteln. Mit Wasser anbraten, Digga, mach etwas rein. Ich bin nebenbei auf Insta am Stream und die flamen mich alle gut richtig, weil ich nichts rein habe. Wir probieren es mal mit Wasser. Ein Wasser drin da! Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hey. Nicht nur hat er irgendwie 3 Zwiebeln schinden. Es lohnt sich nicht. Aber ein Wasser drin. Welcher so hat mir die Instagram-Livestream reingeschrieben, so mit Wasser? Das ist jetzt genau ein Scheiß. Irgendwie habe ich das Gefühl, Instagram hat mich getrollt, weil die haben mir gesagt, ich soll Wasser rein tun. Ich hab gemeint, er hat mich verarscht. Aber es läuft. Scheiße auf Insta, ich habe den Insta-Stream beendet, ich höre nicht mehr auf die Siechen. Und das hat absolut nicht geklappt mit Wasser. Ich probiere jetzt gleich mal mit Öl. Ja. Achtung, der Moment der Wahrheit. Pass! Oh! Seht, Mashallah! Bis jetzt läuft's gut! Köstlich, möchtlich, na 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 na. Solange wieder eins. Es hat mir gerade absolut Öl ins Auge gespritzt. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Wieder ein oder andere von euch weiss, bin ich farbenfellsichtig. Wegen dem erkenne ich nicht, ob das Fleisch durch ist oder nicht. Aber wir gehen einfach auf mein gutes Gespür. Ja, aber es kann doch nicht... Ist es wirklich so, dass wenn man farbenfellsichtig ist, dass man nicht weiss, ob es durch ist oder nicht? Ich meine, es gibt Safe-Köche, die sind farbenfellsichtig und sehen es trotzdem, oder? Der eine oder andere von euch fragt sich, oha, die Probsten kochen ja mega gut. Von wo hat er so viel Berufserfahrung? Ich sag's dir morgen, Digga! Ich muss jetzt an Maelo ein Bild schicken vom Fleisch, um zu fragen, ob es durch aussieht oder nicht, weil ich es einfach nicht erkennen kann. Das Bild, es hat so eine schlechte Qualität gehabt, ich habe keine Ahnung gehabt, was er mit... Und dann hat er mir noch gesagt, ja, es ist Kalbsfleisch. Und dann habe ich gesagt, ja, da kenne ich mich nicht aus. Dann habe ich keine Ahnung. Und dann, 2 Minuten später schreibt er, nein, es ist Rind. Ach. Oh mein Gott! Nachdem ich meine halbe Küche fast abgefackelt habe, meine Zutaten komplett scheiße vorbereitet habe, mein Fleisch einigermaßen gut gekommen ist, würde ich sagen, setzen wir den Burger jetzt zusammen. Oh, schaut euch das mal an. Ich habe jetzt am 1 angefangen und jetzt ist es 3 und ich habe noch nicht mal gegessen. Dann Gurke. Oh. Ey, aber ich muss sagen, es sieht schon ziemlich nice aus. No Cheese, gar nichts. Also was hat er jetzt? Keine Soße. Er hat keine Soße drauf da. Das Patty, Bacon, Tomaten und Gurke. Das hat er in 2 Stunden gemacht, meine Damen und Herren. Ich muss ehrlich zugeben, es sieht so nice aus. Wir legen los mit dem ersten Biss. Boah. Ich kann nicht schön Burger essen, also kein Kommentar, wie ich esse. Oh. Jetzt mal Real Talk, er schmeckt hure geil. Er will ihm wie Tanzverbot, aber er schmeckt wirklich so nice. Mit Salat wäre er vielleicht noch ein nicer. Ja? 8,5 bis 9 von 10 Regenbogengläser würde ich diesem Burger auf jeden Fall punktemässig geben. Dann wär's das auch schon wieder gewesen vom heutigen Video. Lasst immer ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar und vor allem gebt mir sehr gerne Feedback, wie ihr das Ganze so gefunden habt. Soll ich mehr Sachen kochen? Ja. Schreibt mir auf Instagram, was ich soll kochen, ob ich soll... Bitte, koch noch mehr! Koch noch mehr!